Hallo zusammen. Wir hatten ein bisschen technische Probleme jetzt mit fast einer Viertelstunde Verspätung. Fangen wir an mit dem heutigen Livestream. Aber meine Frage ist, ich bin nicht sicher, ob man mich sieht und hört. Also, irgendetwas mit unserer Software ist nicht ganz gut gewesen. Wir mussten ein paar Mal neu starten. Und jetzt sehe ich eigentlich auf YouTube ein schwarzes Bild, aber ich weiß nicht, was ihr seht. Es ist gut, Olivia. Hallo Olivia übrigens. Also du siehst mich, du hörst mich, dann können wir anfangen, dann können wir loslegen mit unserem Livestream von heute Abend. Wir wollen einen Livestream machen für Anfänger, ganz einfaches Schweizerdeutsch, um sich kennenzulernen. Also zum andere Leute treffen und miteinander reden. Oh, schön sind noch andere Leute da. Leider kann ich nicht Russisch lesen, also ich weiss, ich kenne deinen Namen nicht. Hallo Paul. Genau, ich glaube, ich kann deinen Namen nicht lesen. Du musst mir schreiben in mit latinischen Buchstaben, wie du heisst. Sonst habe ich keine Chance. Hallo Jean. Ah, das ist ukrainisch, ja genau. Hallo Schoki. Okay, heute geht es um einfaches Schweizerdeutsch, sich kennenlernen. Okay, das ist gerade gut. Wir fangen an mit Hallo, Hallo, Hallo. Oder du kannst auch sagen ganz kurz Hoi, ihr habt auch schon geschrieben Sali miteinander, genau. Oder Salut, das kommt dann schon ein bisschen mehr vom Französischen. Die sagen auch Salut. Genau, Olivia. Wunderbar. Abdi Karim. Hoi. Oder Grüezi. Grüezi, wenn man per Sie ist, sagt man in der Schweiz häufig Grüezi. Aber Achtung, wenn man im Kanton Bern ist oder ein bisschen mehr westlich, dann sagt man Grüß euch. Oder die Freiburger, die sagen sogar Tag wohl. Also einen schönen Tag, so irgendetwas in dem Sinn. Tag wohl. Grüezi oder grüß euch, weil die Berner, die tun nicht sitzen, die tun ihre, die brauchen die zweite Person Plural anstatt sie. Also sie sagen ihr. Genau, grüezi Olivia, dann müssen wir fast sagen grüezi Frau oder Herr und den Namen, aber ich kenne jetzt nicht von allen von euch den Namen, also zum Beispiel grüezi Herr Süd, Abdi Karim, wenn das dein Nachname ist, oder grüezi Ikram C. Sagt man das so? Ikram C, also Herr C. zum Beispiel. Ja, wir wiederholen. Hello ist ganz einfach, ganz ähnlich auf Schweizerdeutsch. Und das Zweite können wir schreiben, oh, das ist ja schon die Antwort. Entschuldigung, ich habe gemeint, es gibt noch ein zweites Wort. Hoi, Sali, Salü, ja. Hallöchen, könnte man auch sagen. Oder wenn man mehrere Leute trifft, anstatt Sali miteinander, kannst du sagen, oder Hoi zusammen. Wenn du zu einer Gruppe von Leuten stossest, dann kannst du sagen Hoi zusammen. Hoi Dicka, Dicka, sagst du. Das klingt für mich so ein bisschen wie dicker, also dicker. Ist vielleicht so unter Kumpels, könnte man das sagen. Und dann, wenn man sich verabschiedet, dann sagt man, eine Version ist zum Beispiel Tschüss. Genau, Olivia, das ist Jugendsprache vielleicht. Ich denke, ich kenne auch nicht mehr alle Ausdrücke, die die Jungen so sagen. Tschüss oder Ciao, Tschüssli oder Sali, Paul, das sagt man eher beim Begrüßen.
Ich würde Sally nicht so sagen, beim Ade sagen. Aber Ciao könnte man auch schreiben mit C-I-A-O, also so wie Italienisch. Es kommt eigentlich sehr wahrscheinlich vom Italienischen. Wir haben viele Italiener, die sind in die Schweiz arbeiten, schon vor vielen Jahren. Und einige Wörter haben wir da aufgenommen im Schweizerdeutschen. Oder «Mach's gut», genau, Abdi Karim. «Bis bald». «Ciao» ist Italienisch. Was sagen wir für über Kunst- und Grafikdesign zu reden? Oh, das ist eine Frage. Hast du deinen Namen geschrieben? Ukrainisch. Ich glaube, du hast deinen Namen nicht geschrieben, wie man das auf Deutsch würde schreiben. Aber das ist das wollen wir jetzt heute nicht besprechen, wie man über Kunst- und Grafikdesign spricht oder redet. Das ist nicht das Thema heute, wenn wir sich kennenlernen, wenn wir uns kennenlernen. Namaste, das ist dann Indisch, oder? Aber das könnte man auch sagen, wieso nicht? Namaste. Aber Hindi ist das. Und die Frage ist, geht das zum Hallo sagen und zum Tschüss sagen? Oder ist das nur zum Hallo sagen? Olivia, du sagst manchmal auch Namaste. Ah, du bist Mariana. Okay, gut. Hallo Mariana. Also, auf Wiederhören. Hören ist ja mit den Ohren. Also das sagt man eher, wenn man am Telefon ist mit jemandem, wenn man per se ist, dann kann man sagen, auf Wiederhören. Oder anstatt hören, wenn man jemanden sieht, von Auge zu Auge, wenn man bei jemandem ist, dann kann man auch sagen, Olivia, du hast viele Kollegen aus Indien. Genau, Abdi Karim, sehr gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also, wenn du jemanden dann wieder wirst sehen, wenn du weißt, dass die Person wieder triffst, dann kannst du sagen, auf Wiedersehen. Oder wenn du mehr telefonierst und akustischen Kontakt hast mit dieser Person, dann nachher kannst du sagen, auf Wiederhören. Also Achtung, wir sagen nicht hören wie Hochdeutsch, sondern wir sagen hören. Wir hören Radio hören, wir hören einander zuhören, wenn wir reden. Das ist hören auf Schweizerdeutsch. Oh, Paul, du sagst Vanakkam. Malayalam. Das ist Malaysisch, Malayalam. Also, da bin ich schon überfragt, das ist für mich alles neu. Genau, Abdi Karim, zuhören. Oder bis bald, bis bald. Bis morgen, bis am Montag, bis am Freitag, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Also, was heisst See you soon auf Schweizerdeutsch? Und was heisst Goodbye? Goodbye auf Schweizerdeutsch. Ihr könnt mir das schreiben und wir machen das ein bisschen weiter. Dann nachher beim Kennenlernen ist es sehr wichtig, dass man den Namen der Person lernt kennen. Das ist ein wichtiger Teil. Bis am Dienstag, ja. Wir sehen uns morgen, genau. Habt die Ohren steif. Manchmal sagen wir, habt die Ohren steif. Genau, anstatt hören, sagen wir, ich höre. Ich höre, wir hören, du hörst. Du hast schon die Antwort, Olivia. Du bist Olivia. Wie heissest du? Wie ist dein Name? Du kannst sagen, ich heisse Olivia, dann tust du nur den Namen sagen. Aber wenn du sagst, ich bin, dann nachher musst du den Artikel brauchen. Ich bin die Olivia, ich bin die Katrin, das ist der Paul, der Abdi Karim ist da. Oder, da habe ich noch jemanden nicht gesehen. Bain
Ist das Beijing vielleicht? Du hast Tagwohl geschrieben. Ja, der Beijing ist auch da. Ich weiß nicht, die Beijing eine Frau oder der Beijing ein Mann. Hallo, wie heissest du? Wie ist dein Name? Man kann auch fragen, wie ist ihr Name, wenn man per Sie ist. Ja? Wenn jemand irgendwie deine Personalien muss haben für eine Umfrage oder für eine Liste auszufüllen, dann würde er eher fragen, wie ist ihr Name? Und dann kann man antworten, mein Name ist Ernie, Katrin Ernie. Also dann ist der Nachname wichtig. Mariana, wie heissen Sie? Genau, mit Respekt kann man fragen, wie heissen Sie? Also formell, wenn man per Sie ist mit einer Person, dann kann man fragen, wie heissen Sie? Ja, das ist die dritte Person Plural. Ausser das ist jemand im Kanton Bern und die Berner die sagen, wie heissen dir? Berner und ein bisschen mehr östlich, westlich, Richtung Frankreich, die sagen, wie heissen dir? Wie heisset ihr? Wie geht's euch? Ja, wie geht's ihnen? Wird dann zu wie geht's euch? Weil die Berner und eben Freiburger und die im Westen vom Land, die brauchen ihr brauchen in der formellen Sprache, in der Anrede. Okay. Ich heisse. Und dann kommt nur der Name. Ich heisse Katrin, ich heisse Frau Ernie, du heissest Paul, ja, aber ich bin die Katrin. Das ist der Paul. Das ist der Abdi Karim. Das ist die Mariana. Es freut mich, ja. Wenn du jemanden neu kennenlernst, kannst du sagen einfach «freut mich». «Freut mich». «Es freut mich». «Es ist mir eine Ehre». «Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen». Er ist der Paul, genau. Wir sagen mit dem Namen Olivia sagen wir die Artikel. Wenn wir von Leuten reden, oder du kannst auch mit dem Nachnamen sagen, das ist der Herr Palazzi zum Beispiel. Wie alt bist du? Und da kommen die Zahlen. Die Zahlen sind auf Schweizerdeutsch ganz ähnlich wie auf Hochdeutsch. Also wenn du schon Hochdeutsch kannst, dann nachher bist du im Vorteil. Anstatt und sagen wir zwischen den Einer und den Zehner. Freut mich auch. Das ist ganz meinerseits. Zum Beispiel, ich muss überlegen, ich bin 46. 46. Anstatt Jahr alt sage ich einfach ich. Ich bin 46. Ja, wie alt bist du? Zum Beispiel, mein Sohn ist 19. 19 und dann N zwischen zwei Vokalen, 19. Ja. Guten Abend, Sair. Danke, es geht mir gut. Und dir? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Oder wie alt sind Sie? Vielleicht würde ich mir dann eher fragen, wann sind Sie geboren? Der Paul ist 66. Also anstatt zig auf Hochdeutsch sagen wir zk. Und dann ein I am Schluss, um zu sagen Jahre alt. Also ich kann sagen, er ist 66 Jahre alt oder ich kann sagen, er ist 66. Meistens brauchen wir die kurze Version mit dem I. Genau das Gleiche ist mit der Zeit. Am 7. ist Livestream.
Nur 1, 2, 3, die haben kein I. Also, wenn ich, meine Cousine hat ein Kind, das ist 1. Oder ihre ältere Tochter ist 2, er ist 3, dann haben wir kein I. Aber ab 4 geht es los. Also 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Abdi Karim, du bist 18. Sehr schön, du bist jung. Du bist volljährig. Du bist jetzt volljährig. Du kannst Vertrag unterschreiben, du kannst lernen Auto fahren und so weiter. Du bist volljährig. Also, ich bin 34. Das ist zum Beispiel die Antwort in diesem Dialog. 34. Also, ihr seht, so wie im Hochdeutschen sagen wir zuerst einer und nachher Zehner. 34. Wie ist deine Telefonnummer? Die kannst du sagen mit Ziffern, nur Ziffern. Oder du kannst sie in Nummern sagen mit ab 100 oder so. Das ist manchmal schwierig, seine Telefonnummer in einer anderen Sprache zu sagen. Vielleicht ist es gut, wenn du das lernst. Zum Beispiel, meine Telefonnummer ist 0041, das ist die Vorwahl für die Schweiz, oder plus 41, kann man auch sagen. Dann nachher habe ich ein Handy, also keine Kantonsvorwahl oder so, sondern einfach eine Handynummer 77 942 21 21. Genau, hallo Maria. 0041 oder plus 41. 77, genau, Olivia. 77, magst du dich noch erinnern? Weiter geht es 942, 21, 21. Ja, 21, 21 ist der Schluss und vorher kommt noch 942, Olivia. Und dann hast du meine ganze Telefonnummer. Plus 41, 77, 942, 21, 21. Also das ist vielleicht gut, wenn man lernt, seine Telefonnummer in dieser Fremdsprache auswendig zu sagen. Das andere ist schwierig. Nein, ist nicht so schwierig. Da kommt einfach noch 900 vor dran. 942. Genau, Mariana, du bist in Zürich und wenn du nicht duzen und du brauchst Sie-Form, also du tust sitzen, die formelle Form, dann sagst du, wie ist Ihre Telefonnummer? Herr so und so oder Frau sowieso. Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? Darf ich Ihnen heute am Abend anrufen oder kann ich Ihnen morgen anrufen? Das ist per Sie. Super. Dann da haben wir Wiederholung. My name is auf Schweizerdeutsch. Und dann what age are you or how old are you auf Schweizerdeutsch. Und hallo Tenzin. My telephone number is auf Schweizerdeutsch. Also ihr könnt die 3 Sachen im Chat schreiben, wenn ihr euch noch erinnern. Das ist eine kleine Wiederholung für zwischendurch. Genau, Tenzin, das ist eine gute Begrüßung. Guten Abend. Guten Abend. Jetzt war es schon 7 Uhr, es ist schon lange dunkel und man sagt eigentlich guten Abend. So ab der 5 Uhr am Nachmittag oder so kann man schon sagen guten Abend. Meine Telefonnummer ist, oder wie ist deine Telefonnummer? Das ist falsch. Das ist die Frage dazu. Wie ist deine Telefonnummer? Und dann, Olivia, sagst genau, meine Telefonnummer ist.
Dann, wie alt bist du? Das ist, glaube ich, das. Wie alt bist du? Oder wie alt sind sie? Hallo Runak. Und dann das erste war, my name is, ich heiße, oder mein Name ist, ich heiße Katrin, mein Name ist Katrin Erni. Und dann tun wir unterscheiden zwischen Familiennamen und Vornamen. Der Vorname ist Katrin, mein Vorname ist Katrin und mein Familienname oder Nachname ist Erni. Genau. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Wir lernen uns immer noch kennenlernen. Eine wichtige Frage ist, wie geht's? Wie geht's dir? Oder wie geht's Ihnen? Oder wenn du zu einer Familie kommst oder zu Freunden, zu einer Gruppe von Leuten, kannst du sagen, wie geht's euch? Oder Berner sagen das auch für die formelle Form, wie geht's euch? Grüß euch wohl, wie geht's euch? Ja, also, wie geht's dir? Gut? Super gut? Es geht? Schlecht? Oder ich bin müde? Oder ich bin nervös? Oder ich bin zufrieden? Abdi Karim, dir geht es sehr gut, dir geht es sogar super. Mir, genau. Das ist eine komische Frage, weil wir fragen, wie geht es dir? Und wenn man das übersetzt auf Englisch, dann ist nicht dir, sondern ich bin gut, I am good. Aber wir sagen, mir geht's gut, it goes good to me. So etwas in dem Sinn. Also wir haben da Dativ, mir geht's gut. So lala ist so, es geht, so lala. Nicht sehr gut und nicht sehr schlecht, also mittelmässig. Mittelmässig. Mir geht's nicht so gut. Oh. Vielleicht ist dem Bub langweilig. Vielleicht vermisst er seine Freunde oder seine Familie. Ja. Oder er ist ein bisschen krank. Es gibt verschiedene Gründe, wieso dass es einem nicht so gut geht. Ja, ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass ihr zweig sind und gesund sind. Der hat zwar gerade das Zeichen gemacht, dass es ihm ganz gut geht, aber da in dem Bild oben dran steht, mir geht's so lala. So lala. Also, es ist einfach so. Nicht gut und nicht schlecht. Genau, dann sind, wo wohnen Sie? Das ist eine gute Frage. Wenn du jemanden kennenlernst, dann kannst du fragen, wo wohnen Sie oder wo wohnst du? Ja, ihr könnt auch schreiben, wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Ihr könnt schreiben, wo ihr wohnt. Das ist ganz eine gute Frage. How are you? How are you? Wir wiederholen es schnell. Olivia, du wohnst in Bern. Oh je, Abdi Karim, dir geht es nicht gut, weil deine Freundin mit dir Schluss hat gemacht. Ja, dann geht es einem wirklich nicht so gut. Dann ist es ein bisschen, das ist traurig. Das ist traurig. How are you auf Schweizerdeutsch? Jean, du wohnst in Belgien. Also in Belgien tut man ja auch Flämisch reden. Vielleicht ist dann Schweizerdeutsch einfacher für dich, wenn du Flämisch kannst. Dann I am very good oder eben mit dem Ga, mit dem Verb Ga. Nicht sie. Dann wiederholen wir. I'm not so well. Ja, die 3 Sachen. Also,
Olivia, du wohnst zu Bruges. Oder du bist zu Bruges gewesen, einmal vielleicht, weil du hast ja gerade geschrieben, dass du zu Bern wohnst. Abdi Karim, du wohnst zu St. Gallen. Ganz im Osten, da ist die Schweizer reden noch ein bisschen anders, ja. Mariana, du wohnst zu Uetikon im Waldeck. Uitikon. Mir geht's gut. Ah, genau, das ist schon eine Antwort. Das ist da, how are you? Das wäre die Frage gewesen. Wie geht's? Wie geht's dir? Wie geht's Ihnen? Dann die andere Frage, I am very good. Das ist, mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Mir geht's super. Wie geht's? Genau. Das ist die Frage, wie geht's? Und I'm not so well. Das hat der Abdi Karim auch so geschrieben, glaub's. Mir geht's gut. Oder mir geht's nicht so gut. Mir geht's so lala. Ja. Oder, genau. Das ist es eigentlich gewesen. Was könnte man noch sagen mit «Wie geht's?» Vielleicht haben wir noch sonst eine Idee. Maria, mir geht's nicht gut. Genau. Mir geht's schlecht. Schlecht kann man auch sagen. Oh, ich bin heute sehr krank, mir geht's sehr schlecht. Ich habe Fieber und Kopfweh und weiss nicht was. Es stimmt zwar nicht, es ist alles jetzt erfunden, aber manchmal geht es einem wirklich so. Oder wenn man zum Doktor geht, muss man können sagen, was los ist. Mir geht es nicht gut, mir ist schlecht, ich muss erbrechen oder so. Genau, Abdi Karim, du kannst fragen, wie geht es deiner Familie? Deine Familie, das ist Nominativ oder Akkusativ. Und wie geht es deiner Familie? Das wäre Genitiv. Nein, Genitiv gibt es nicht. Dativ. Wie geht es wem? Deiner Familie. Wie geht es deinem Freund? Wie geht es deinem Vater? Wie geht es deiner Mutter? Wie geht es deiner Tochter? Wie geht es deiner Freundin? Wie geht es deiner Frau? Wie geht es deinem Hund? Wie geht es deiner Katze? Also deiner ist feminin und dem ist maskulin. Genau. Wie geht es deiner Familie? Meiner Familie geht es gut, danke. Sergej, dir geht es gut wie immer. Das ist super, wenn du immer gut zu Weg bist. Das können nicht alle sagen, dass es ihnen immer gut geht. Das ist ganz schön. Gut, das sind so einige Sachen um sich kennenlernen auf Schweizerdeutsch. Wir haben ein bisschen mit Siezen geübt und Duzen. Heute ist man immer schneller per Du als früher. Früher hat man noch viel mehr gesitzt. Jetzt auch, wenn man in den Bergen Leute sieht oder so, ist es möglich, dass einfach die Leute sagen «Sali», «Ciao», hey, «Salut», «Wie geht?» «Hallo», «Hi», «Hoi» oder so. Und nicht mehr alle sagen «Grüezi» und so sitzen. Aber ja, die Sprache verändert sich ein bisschen. Mariana, «Dinere» und «dim», das ist Dativ. Also, wie geht es deinem Freund, wie geht es deinem Kollegen, wie geht es deinem Vater oder wie geht es deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Freundin und so weiter. Aber «din» ist für maskulin. In Zürich, ich sage «dine», also «meine Mann» heisst Adam. Aber die Zürcher sagen «mein Mann» heisst Adam. Wo ist dein Mann, wenn ich fragen darf? Wo ist dein Freund? Oder ich sage, wo ist dein Freund? Wo ist dein Mann? Ich sage es gleich, maskulin und feminin. Wo ist deine Freundin?
Dini für feminin und maskulin Dine. Aber in Zürich, im Raum Zürich sagt man nur Din. Dein Mann, dein Freund, dein Chef, dein oder dein Auto, wenn es neutrum ist, sächlich. Dann kannst du sagen, wo ist dein Auto? Ja, aber das ist dann Akkusativ oder Nominativ. Ah, Marianna, du hast meinen Hund gehört, der ist vom Spazieren heimgekommen, dann tut er manchmal ein bisschen bauen. Genau, das heisst, das ist nicht mein Hund, sondern das ist der Hund von meiner Tochter. Und sie ist spazieren mit dem. Genau. Also Zürcher sagen nur «din» oder ich habe einen Mann und ich sage «ich habe einen Mann». Ja, ich habe einen Mann, er hat eine Frau, das bin ich, hoffentlich. Aber die Zürcher sagen «ein Mann». Spedix, du sagst, es ist schwierig vom Italienischen her, wenn du viel Italienisch redest, dann Deutsch richtig auszusprechen, das musst du üben, du musst wiederholen, laut für dich daheim üben. So gewisse Sounds sind ein bisschen anders als auf Italienisch und dann nachher kommst du schon rein. Also, das war es für heute. Für die noch mehr Schweizerdeutsch wollen, die können unsere App herunterladen. Du hast eine App für das iPhone oder eine Web-App auf dem Internet. Und auf dieser Web-App kannst du mit uns Schweizerdeutsch lernen. Mamma mia, genau. Das ist Italienisch. Du kannst da jeden Montagabend gibt's eine neue Lektion, eine neue Geschichte. Es gibt Basic-Filme mit ganz einfachem Wortschatz oder es gibt einen VIP-Kurs mit Dialog und so. Ah, Jean, du kannst gut Italienisch, super. Wenn du dich einschreibst, Marianna, für den Schweizerdeutschkurs, dort hat es so eine Tabelle, eine ganze Übersicht auf dem Grammatikknopf. Dort kannst du auf den Grammatikknopf drücken und dann siehst du die Übersicht von all diesen Fällen und auch ein bisschen von der Deklination vom Schweizerdeutsch. Ja. Und ihr könnt da zu meinem Kanal euch abonnieren und immer wieder kommen, wenn es wieder einen Livestream gibt oder wenn wir wieder etwas Neues haben online. Und für die Lust haben, noch Hochdeutsch zu lernen, haben wir auch jetzt neu einen Hochdeutsch-Kanal, wo man miteinander mit anderen Hochdeutsch lernen. Aus dem Livestream haben wir immer am Abend am 8. Livestream-Lektion mit Dialog und mit Bildergeschichten. Und dann später haben wir noch eine halbe Stunde Zoom-Meeting zum Üben reden. Also für alle die möchten in einem geschützten Raum langsam anfangen Schweizerdeutsch reden, die können da mitmachen. Ja, bis morgen. Marianna, wenn du dabei bist, dann sehen wir uns morgen. Du kannst unseren VIP-Kurs gratis 30 Tage lang testen. Also, wenn es dir gefällt, kannst du bleiben. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du Cancel machen und dann musst du nichts zahlen. Das ist ein Abo, das nachher wird monatlich abgerechnet für nur 45 Franken pro Monat. Du hast ganz viele Materialien auch von diesen Sachen und Lektionen, die wir schon hatten im letzten Jahr, also über 100 Lektionen, wo du kannst durchschauen und Schweizerdeutsch lernen. Es gibt auch so eine Lernfunktion, die ich empfehlen kann. Und dort ist so eine Art Flashcard-System, wo dann kannst du die Sätze wiederholen. Gut, ja, Olivia, bis morgen. Macht's gut. Schönen Abend, schönen Sonntagabend, guten Start in die Woche. Ich wünsche euch, dass ihr viel Schweizer kennenlernen und gute Begegnungen habt mit ihnen. Tschüss zusammen, macht's gut.